52 beste Bücher. Willkommen, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserem Gespräch über den Roman Der Schwan von Sebastiano Vasalli. Es begrüßt Sie Hardy Ruess und es begrüßen Sie Sabine Haupt und Urs Widmer. Wir werden in einer halben Stunde über diesen Roman des Italieners reden. Sebastiano Vasalli ist 55-jährig. Es gibt fast 10 Romane von ihm. 3, 4 sind auf Deutsch übersetzt und man könnte, glaube ich, ohne ihm nahe zu treten, sagen, er ist ein absoluter Bestseller und Erfolgsautor und er ist ein Autor, der es seit Jahren versteht, immer wieder historische Fakten, historische Begebnisse zum Ausgangspunkt seines Schreibens zu nehmen. Er ist vielleicht auch deshalb ein Erfolgsautor, weil er etwas beherrscht, was vielleicht sehr wenige Leute beherrschen, die mit historischen Stoffen umgehen. Er ist einer, der sehr spannend erzählen kann, der sehr spannend inszenieren kann. So viel vorweg, und bevor wir zur Handlung des Buchs kommen, Sabine Haupt und Urs Widmer, möchte ich einfach mal generell fragen, das ist ein spannendes Buch, es ist eine Art Krimi, es wird umgebracht, der Schwan handelt über die Mafia in Italien, Jahrhundertwende. Wer von Ihnen liest denn gern spannende Literatur und wer von Ihnen schämt sich denn nicht, als literarisch hochstehender Mensch zu sagen, ich lese auch gern mal einen Krimi mit einem Mord? Sabine Haupt, ich fange mal bei Ihnen an. Ja, also um ehrlich zu sein, ich wäre wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, mir dieses Buch im Buchhandel zu kaufen. Also allein schon die Aufmachung des Buches weist eher in die Kategorie Sex und Crime. Das ist ganz klar. Aber ich würde es dann doch nicht unter die Kategorie Trivialliteratur einordnen, denn trivial heißt ja ursprünglich das, was man auf der Straße antreffen kann, und tatsächlich werden viele Begebenheiten in diesem Roman geschildert, die auf der Straße anzutreffen sind, nämlich hungernde, streikende Arbeiter, die dann von der Polizei niedergeschossen werden und solche Dinge. Aber es ist sicherlich kein Trivialroman im Sinne einer stereotypen, klischeehaften Darstellung, auch mit sprachlich platten Darstellungen, also im Sinne einer industriellen Unterhaltungsliteratur. Das würde ich überhaupt nicht sagen, sondern das Buch signalisiert, und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz bewusst so gesetzt, gleich schon im allerersten Satz, dass es vielleicht zum Teil mit diesen Elementen auch spielt, aber das doch sehr viel kunstvoller tut. Der erste Satz, ich glaube, wenn man es mal genauer anschaut, der hat mindestens 10 Zeilen, ist eine sehr kunstvolle Beschreibung einer Zugfahrt. Und insofern wird dort schon signalisiert, hier muss sich der Leser doch ein bisschen mehr Mühe machen. Und es läuft nicht unbedingt auf die Erwartungshaltung hinaus, wie das sonst bei Trivialliteratur wohl der Fall ist. Spannende Zugsfahrt, sagt Sabine Haupt, Urs Widmer. Ein Mord gleich im ersten Kapitel. Auf dem Umschlag, Sabine Haupt hat es auch angedeutet, 4 ehrenwerte Männer in schwarzem Umhang mit Hut und Sonnenbrille. Also da sind wir eigentlich so in dieser Gattung des Krimis und in der Gattung fast des Groschenromans. Und wenn das schon mit einem Mord beginnt, ich weiß gar nicht, wie es Ihnen dann geht. Ist es Ihnen wohl dabei und freuen Sie sich? Naja, es gibt bekanntlich nur eine Todsünde in der Literatur, das ist langweilig zu schreiben. Tatsächlich versucht Sebastiano Vasalli etwas eigentlich recht Kompliziertes. Er versucht nämlich eine wahre Geschichte zu schreiben, eine Geschichte, die er recherchiert hat, die also auf historischen Tatsachen beruht oder beruhen soll, und versucht die nun im Stil eines Action-Romans abzuhandeln. Und das gelingt ihm auch recht gut bis sehr gut. Einzig würde ich sagen, es gelingt ihm eigentlich nicht ganz, sich für ein Genre, für eine Gattung zu entscheiden. Es ist kein richtiger Action-Roman, wo die Götter, sagen wir, Chandler oder Larry Beinhardt oder Ambler wären. Er getraut sich auch nicht, sage ich jetzt, radikal trivial zu werden und einen recherchierten Groschenroman zu schreiben. Er pendelt meiner Meinung nach ein bisschen zwischen den Genres hin und her, und das ist an sich eine Todsünde, weil der Leser im Grunde genommen den Wahrheitsgehalt aus der Erfüllung des Genres zieht und nicht aus den Fakten. Darf ich mal zuerst vielleicht fürs Publikum ein Faktum erklären? Wir haben noch gar nicht gesagt, worum es geht, was denn der Sebastiano Vasalli hier versucht, mit diesen verschiedenen Gattungen zu erzählen. Es geht um
einen Abgeordneten, um einen italienischen, Ende letztes Jahrhundert, der heißt Notarbartolo. Der ist Leiter gewesen der Bank von Sizilien und hat gesehen und gemerkt, dass bis in die allerhöchsten Regierungs- und Beamtenränge hinein Geld veruntreut wird und mit Falschgeld Wahlkampf bezahlt wird. Er entschließt sich also nach Rom zu fahren und das dort zu deponieren. Und das will nun ein anderer verhindern, eben der Don Raffaele Palizzolo, genannt der Schwan. Er nennt sich auch Schwan, weil er eigentlich ein Poet sein möchte. Und dann beginnt dieses ganze Räderwerk, diese ganze Mühle, diese mafiose Mühle eben zu malen. Das ist der Ausgangspunkt. Vielleicht möchte ich gerne mal zuerst bei diesem Moment bleiben und das Stichwort historischer Roman aufnehmen. Versuch, einen historischen Roman zu schreiben. Ich meine, es ist ja ganz interessant, dass ein Mann aus dem Norden, ich glaube, Vassalli stammt aus dem Piemont, einen Roman über die Mafia schreibt, und zwar über die Anfänge der Mafia, über das allererste Auftreten oder Bewusstwerden der Mafia im Norden überhaupt. Der Mord an Notarbartolo war meiner Meinung nach der erste große Mafia-Mord überhaupt und hat deshalb auch entsprechende Wellen geschlagen, die übrigens mit dem Freispruch von Palizzolo schließlich endeten, obwohl er vermutlich doch der Schuldige war. Und dieser Roman ist geschrieben am Ende der alten Mafia. Das ist ein historisch spannender Moment und den benutzt Vassalli sehr gut. Ob ihm nun gelingt, historische Wahrheit herzustellen, da habe ich meine Zweifel. Ich finde es nämlich sehr interessant, dass je deutlicher der Versuch ist, historische Wahrheit zu beschreiben, in diesem Buch alles unwirklicher wird. Dieses Buch wirkt für mich wie von A bis Z erfunden. Nicht unwahr unbedingt, aber erfunden. Während, sagen wir, nehmen wir zum Vergleich ein garantiert erfundenes Buch wie das Buch von García Márquez, 100 Jahre Einsamkeit, das, ich meine, es ist ein großer Vergleich, ich ziehe ihn extra her, dass die Ausgeburt einer magischen Fantasie ist, von A bis Z wahr wirkt. Wir sehen heute Kolumbien so. Aber ich glaube, wir sehen nicht Sizilien jetzt mit genaueren Augen, weil ihm da irgendetwas nicht gelingt bei aller Versuch zur historischen Wahrheit. Stichwort Realismus, Sabine Haupt, das ist ja in diesem Sinn dann auch eine im weitesten Sinn realistische Form, die Vassalli hier als Romancier versucht. Ja, ich glaube, er hat eine ganz besondere Form des Realismus oder versucht zumindest diese Form zu entwickeln. Und die ist auch in dem Sinne problematisch, wie Herr Widmer das eben auch angedeutet hat. Und zwar deswegen, weil auf der einen Seite schon versucht wird, so eine Art, vielleicht nicht gerade magischen Realismus im Sinne der südamerikanischen Literatur zu schreiben, aber schon so ein bisschen etwas, was mich ab und zu an diese wunderbaren Filme der Brüder Taviani auch erinnert hat. Aber andererseits haben wir es auch zu tun mit einem Roman, der vorgibt, seine Gegebenheiten sehr gut recherchiert zu haben. Also wir haben im Anhang ein Glossar, wir haben ein Nachwort mit historischen Fakten und so weiter. Aber sein besonderes Kunstmittel ist, diese Gegebenheiten zu perspektivieren. Es gibt keinen übergeordneten Erzähler, der also jetzt die historischen Fakten im Sinne eines konventionellen Realismus einordnen würde, sondern alles, was er erfahren, ist immer streng perspektiviert. Und das ist auch etwas, was mir ganz gut gefallen hat. Das heißt, wir dringen zum Teil ein in die etwas stereotype Psyche dieses Schwan, dieses Mafioso. Wir erfahren ihn aus der Innenperspektive. Wir erfahren aber auch, wie die Opfer sich in diese Welt einordnen. Ja? Das heißt, und wir erfahren zum Schluss sogar etwas, eine übergeordnete Perspektive, in dem im Epilog ein kritischer Journalist aus dem Norden auftaucht, der nun in gewisser Weise das denkt, was womöglich der Autor sich zu diesem Problem überlegt, beziehungsweise was der Leser eigentlich kritisch davon zu halten hätte. Das ist schon sehr gut gemacht und ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich meine eigentlich nur, wenn man so sorgfältig recherchiert hat, wie es Vassalli zweifellos getan hat, dann fehlt mir bei ihm der Mut, nun aufgrund dieser Recherche wirklich zu erfinden. Natürlich erfindet er ganz vieles, aber es fehlt mir eine wirkliche Erfindungskraft, die die Geschichte neu behaupten würde.
jetzt ist sie irgendwo dazwischen und will uns eigentlich sagen, so war es doch wohl. Es gibt aber keine Geschichte, die wohl so war. Auch die Geschichtsbetrachtung selber ist ja ständig gezwungen zu erfinden und wir wissen, wie schwierig es ist, Geschichte zu beschreiben. Man kann es ja praktisch nicht tun. Die Literatur hätte die heilige Aufgabe, sich darüber hinwegsetzen zu können und die Geschichte, die sowieso nicht beschreibbar ist, großartig neu zu erfinden und das auch offen zu deklarieren. Sie sagen, es ist Umgang mit Geschichte, die aber hier nicht unbedingt etwas Neues zeigt. Die Geschichte, so wie sie verwendet wird, und Sabine Haupt hat die Gebrüder Taviani ins Feld geführt, ist interessant. Ich habe auch mal an die beiden gedacht, aber ich habe zum Beispiel viel eher an Francis Ford Coppola gedacht mit seinen Paten, weil mir scheint zum Beispiel die Seite der Gewalt und dieses Umgangs mit der Gewalt scheint mir in diesem Roman äußerst romantisierend. Also ich lese das fürs Leben gerne, nicht? Also dieser Mafioso ist ein ganz hinterhältiger, unglaublich gemeiner Kerl, aber er stürzt sich an die erste Brust des ersten Mädchens, das er irgendwo finden kann. Das ist psychologisch noch schön gezeigt, wie diese Machos immer diese Mamas lieben, nicht an die Brust und die Mütter auch. Aber irgendwo ist es eine ungeheure Romantisierung dann auch der Gewalt, nicht? Auch diese Gewaltszenen, wo die Arbeiteraufstände niedergeschlagen werden. Ich meine, das sei das Problem, warum die Geschichte hier nicht, sagen wir mal, stärker wirkt auf mich. Ich meine, die Historie, nicht die erfundene Geschichte. Ja, vielleicht kann man das Ganze auch dahingehend interpretieren, dass dieser Schwan nicht nur als Politiker denunziert wird, sondern er wird gleichzeitig auch als Dichter denunziert. Also das muss man vielleicht noch dazu sagen. Der Schwan ist nicht nur ein korrupter Politiker und Angehöriger der Mafia, sondern er ist auch noch ein miserabler Möchtegern-Dichter. Und das ist natürlich eine Figur, die uns in gewisser Weise historisch bekannt ist. Also der gescheiterte Dichter, der, weil er die Welt nicht darstellen kann, sie lieber zerstört. Also das kennt man von Nero und man kennt das von Hitler. Und im Epilog wird diese Figur dann auch in Verbindung gebracht mit dem ästhetisch-narzisstischen Programm des italienischen Symbolismus, was dann in der fragwürdigen Dichtung D'Annunzios gipfelt. Und der Schwan wird ganz ausdrücklich in Verbindung gebracht mit D'Annunzio im Fiume-Abenteuer und so weiter. Und ich denke, es ist keine Überinterpretation, wenn man sich nachher die Frage stellt, ja, ist denn jetzt hier diese Mafioso-Figur eigentlich auch eine Figur des Dichters, der aus Größenwahnsinn sich über die Tatsachen hinwegsetzt, hermetisch dichtet, ästhetisierend dichtet und so weiter. Also insofern wäre es für mich ein Realismus, der auch in gewisser Weise ja ein fast wehrhaft dezidierter Realismus hier also auch ganz programmatisch auftritt. Das ist doch sehr ironisch, nicht? Die Figur ist doch zum Teil unglaublich ironisch vom Autor auf Distanz gehalten. Er macht sich ja lustig über die Schwestern, die beiden Schweinchen nennt er sie und eben, so fort, nicht? Eben. Das ist nicht mehr historisch dann. Ich finde es nämlich interessant, dass es zwar über die amerikanische Mafia, der Ableger der sizilianischen Mafia, sehr viel Bücher und sehr viel Filme gibt, aber über die italienische Mafia, über die sizilianische Mafia aus Sizilien oder Italien eigentlich nicht besonders viele Sachen. Mindestens sind sie mir nicht bekannt, außer Leonardo Sciascia, der sein Leben sozusagen diesem Kampf literarisch gewidmet hat. Ein bisschen nämlich, wenn Sie von Ironie sprechen, kommt mir das Buch wie Nachtreten vor. Jetzt ist im Grunde genommen diese Sache gelaufen, was ja nicht heißt, dass das Verbrechen aufhört, aber so wie die Mafia strukturiert war, scheint sie an ein gewisses Ende anzukommen. Und nun kommt Herr Vassalli und zeigt es denen nochmals. Das ist vielleicht ein bisschen böse, aber es hat was davon. Es war eben vor 20 Jahren kühner, gefährlicher und treffender, ein Buch, so wie Sciascia das getan hat, über die Mafia zu schreiben, als jetzt dieses Buch. Ja. Das ist aber, glaube ich, nur feststellbar, so wie ich es gelesen habe, im Umgang mit den Figuren. Nur da lässt sich der Autor so weit vor, dass er wirklich auch zynisch kommentiert, fast würde ich sagen, manchmal die Figuren auch denunziert. Und das ist etwas Eigenartiges, hat mich als Leser gestört, denn ich will entweder Erbarmen haben mit dem Kerl oder ihn hassen. So muss ich diesen Mafioso hassen, aber zugleich habe ich Erbarmen. Schauen Sie, da ist diese Figur des Francesco Crispi drin. Francesco Crispi war eine ganz große Figur, der
italienischen Einigung zuerst. Er hat Garibaldi dazu bewogen. In seiner Jugend war er ein Freund von Mazzini und von Orsini, ein Revolutionär beinahe. Hat Garibaldi dazu bewogen, seinen berühmten Marsch nach Sizilien zu machen, der ja dann auch donnernd erfolgreich verlief. Später ist er immer monarchischer und konservativer geworden, das wollen wir ihm weiter nicht vorwerfen. Er ist eine große Figur der italienischen Geschichte und er spielt in diesem Roman eine Rolle. Aber haben Sie irgendeine sinnliche Erfahrung von diesem Crispi gewonnen aus diesem Buch? Er geistert durch das Buch, aber er wird eigentlich niemand, außer dass er ein älterer Herr ist, der langsam ein bisschen weniger draus kommt. Oder ist euch anders ergangen? Das ist mir auch so gegangen. Also er ist so eine Art historische Referenz. Ne? Er taucht am Anfang auf, dann ist er mal der Vater einer Figur, also eine junge Dame reist durch Sizilien und hat also jetzt diesen Blick auf eine exotische Landschaft. Man erfährt da schon einiges, was auch sehr schockierend Grelles über diese Zeit, das stimmt. Aber Crispi selbst, da haben Sie ganz recht, ist wohl eine Figur, die an sich sehr, sehr blass bleibt. Und man merkt die Absicht. Der Autor braucht sie ja in der Mitte des Buches, weil der Crispi als sterbensalter Mann in einer Rückblende, in einem ganzen Kapitel die ganze Geschichte der Befreiung Italiens sich erinnert. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den, glaube ich, Urs Widmer schon, oder Sabine, ich weiß es nicht mehr, moniert hat, dass es zwar ein historischer Roman ist, der aber eigentlich, wenn wir ihn ernst nehmen, auf dieser Ebene relativ doch einige Kenntnis voraussetzt, um überhaupt zu verstehen, was für Kräfte da, es gibt auch die Arbeiteraufstände, miteinander ins Spiel kommen. Gut, aber gehen wir doch nochmals zurück zu dem Thema Realismus. Und an dieser Stelle, bevor wir darüber reden und auch über das Thema, wie kippt überhaupt diese realistische Art des Schreibens dann vielleicht ins Triviale, möchte ich vorschlagen, dass wir uns eine Stelle anhören. Es ist auch eine historisierende Stelle, wo man, glaube ich, aber sehr schön sieht, was der Vassalli kann. Er kann ungeheuer genau mit Bildern arbeiten und mit Bildeinstellungen. Das beherrscht er. Und er fährt hin mit dem Auge an die Details, er fährt zurück auf die ganze Szene und hören wir uns noch mal ein paar Minuten an. Diese Arbeiter, die sich in diesen Arbeiterbünden zusammengeschlossen haben, also Ende letztes Jahrhundert, die Idee des Sozialismus kommt vom Norden, jetzt auch nach Sizilien, die werden in einem Aufstand niedergeknüppelt und niedergeschossen. Von Crispi? Von Crispi. Und in einer Situation treffen wir die junge Frau namens Felicetta an, die ihren Mann, den Saro, verliert. Und vor uns also die Szene, dieses Feld, es schießen Gewehre, es liegen plötzlich Verletzte und Verwundete da und wir gehen über diesen Platz zusammen mit dieser Figur, mit der Felicetta. Es liest Peter Kneer. Es fielen einige isolierte Schüsse, bumm, bumm, bumm. Während die Leute aneinander vorbei hasteten oder sich zusammendrängten, ohne etwas zu sehen und zu begreifen. Dann knatterte die erste Gewehrsalve, und die ganze Piazza war von einer Wolke aus bitterem und gelblichem Rauch erfüllt. Felicetta fand sich in den Winkel zwischen der Mauer und der geschlossenen Tür eines Hauses gepresst, ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen war. Als der Rauch sich vor ihr verzogen hatte, sah man viele Menschen am Boden liegen, Dutzende von Körpern, Männer und auch einige Frauen. Einige dieser Körper brüllten, schlugen um sich, warfen sich auf dem Schotter hin und her, als ob sie eine unsichtbare Feder in sich hätten. Andere rangen mit dem Tod, den Mund weit aufgerissen, die Nägel oder Fingerkuppen an den Steinen der Straße wundschürfend, in dem Versuch, das festzuhalten, was ihnen entfloh, und von dem sie nicht einmal wussten, was es war. Wieder andere schließlich lagen reglos da, in bizarren Stellungen, Beine und Arme verzerrt und die Augen aufgerissen in einer letzten Frage: Was ist mit mir geschehen? Das Banner des Fascio lag am Boden und neben dem Banner Saro mit einem dunklen Fleck mitten auf dem Hemd und offenem Mund, tot hingestreckt. Aber seine Beine bewegten sich von den Knien abwärts noch, wie die Beine eines Paladins im Theater der Pupi. Laden, zielen, Feuer! Felicetta hörte jetzt die Worte des Offiziers, während sie zu Saro lief, und dann fühlte sie, wie jemand sie an der Schulter berührte.
Ein diskreter kleiner Schlag, wie um sie auf eine Gefahr aufmerksam zu machen. Sie drehte sich um und fand sich plötzlich ausgestreckt am Boden, an der Seite eines entfernten Verwandten, eines Taglöhners, den im Dorf alle Piritedu, Fürzchen nannten, sei es, weil er so klein war, oder weil er bei der Arbeit immer im Mist stehen musste und entsprechend stank. Sie fragte sich, was mache ich denn hier auf der Erde neben diesem Mann? Felicetta wollte aufstehen, aber sie merkte, dass Beine und Arme ihr nicht gehorchten. Sie verlor die Besinnung und blieb unbeweglich in der Stellung, in der sie hingefallen war, die Kleider durcheinander und einen Arm über der Taille von Piritedu. Felicetta hörte etwas, das ihren Ohren unangenehm klang. Als sie die Augen wieder öffnete, wurde ihr klar, dass das Geräusch wenige Schritte von ihr entfernt nichts anderes war als der Repito, die Klage einer Frau, die ihren Mann beweint und dabei so schrille und herzzerreißende Töne ausstößt, dass, dachte Felicetta, der Mann aufstehen und davonlaufen würde, wenn er nicht tot wäre. Sie sah eine andere Frau neben einem anderen Toten knien, die sich hin und her wiegte und im Schmerz einer endlosen Trauerlitanei 100-mal den Namen des Verstorbenen wiederholte. Janou, Janou. Felicetta nahm ihren Arm vom Piritedu und an der Kälte des Körpers und seiner Steifheit merkte sie, dass der Mann tot war. Sie stützte sich auf einen Ellenbogen und entdeckte, dass sie viel Blut verloren hatte. Die Kleider und der Schal waren unter der linken Schulter davon durchtränkt, und auch auf dem Schotter der Straße war ein großer Blutfleck. Sie fragte sich, wenn ich verwundet bin, warum fühle ich dann keinen Schmerz? Aber sie wusste keine Antwort darauf. Sie blickte sich um. Der Himmel war immer noch grau und hell, wie zu dem Zeitpunkt, als sie aus dem Haus gegangen war. Aber das Dorf wirkte wie ausgestorben. Die Carabinieri und die Soldaten waren abgezogen, die Türen aller Häuser verschlossen, alle Fenster zu. Auf der Straße waren nur noch diese Frauen, schwarz wie Unglücksvögel, die bei ihren Toten standen oder knieten und ihnen ihre Verzweiflung zuschrien. Und ein Priester war da, auch er schwarz von Kopf bis Fuß, der über jedem der Gefallenen ein Kreuzzeichen machte und dabei ein Gebet murmelte. Beim Anblick dieses Priesters und beim Hören der Totenklagen fiel Felicetta wieder ein, dass Saro tot war. Sie versuchte, auf die Beine zu kommen, aber sie schaffte es nicht. Nun biss sie die Zähne zusammen und fing an, sich auf allen Vieren zu jener Stelle der Straße zu schleppen, wo sie ihren Mann zum letzten Mal gesehen hatte. Das rote Banner des Fascio lag nicht mehr zwischen den Gefallenen. Jemand musste es weggeholt haben. Saro jedoch lag immer noch da, weiß, als ob er zu Gips geworden wäre. Und eine Fliege lief ihm übers Kinn und über die Lippen, wechselte von einer Wange zur anderen, flog weg und ließ sich dann erneut nieder, mit der lästigen Beharrlichkeit, die diesen Insekten eigen ist. Felicetta setzte sich neben ihren Mann und sah ihn unverwandt an. Genauer gesagt, sie sah die Fliege an. Sie hatte das Gefühl, als ob ihr Kopf ganz plötzlich leer und riesengroß geworden wäre. Eine Höhle, ein verlassenes Tal, in dem die Klagen der Weiber widerhallten, die auch an ihrer Stelle weinten. Sie hätte dem Toten die Augen schließen, hätte diese verdammte Fliege verjagen wollen. Aber die Leere in ihrem Kopf breitete sich immer weiter aus. Und ganz langsam glitt sie, bewusstlos nach vorn, auf den Körper von Saro. Das war eine Szene aus dem Roman Der Schwan von Sebastiano Vasalli, gelesen von Peter Kneer. Eine Szene, die sich auf ein historisches Moment beruft, auf einen Arbeiteraufstand in Sizilien, der niedergeschlagen wird, und diese Felicetta, diese Romanfigur, die wir da schon kennen als Leserin, als Leser, die entdeckt also, was wir gehört haben, den toten Saro, und hat diese ganze Niederschlagung dieses Aufstands mitbekommen. Realistisch
oder nicht realistisch, trivial oder nicht trivial, wenn da der Tote wie in jedem Heftchen, in jedem billigen mit aufgerissenen Augen liegt, auch der muss aufgerissene Augen hier haben. Sabine Haupt, das ist doch ein bisschen das Herzstück unserer Fragen wahrscheinlich an diesen Roman. Also mich hat diese Szene, die wir gerade gehört haben, sehr gerührt, muss ich sagen. Und es gibt dort einzelne Textstellen, die ich als durchaus nicht trivial gelesen habe. Und ich möchte sagen, das Problem, was wir vorhin angesprochen haben, was den historischen Informationsgehalt angeht, wo man sich also auch fragen kann, ist das jetzt trivialer Umgang, ist das historisch adäquater Umgang mit den Daten der Geschichte? Ich glaube, das Problem des Romans ist, dass wir einerseits schon einen Roman haben, der mit dem Anspruch auftritt, historisch adäquat die Dinge darzustellen, aber andererseits dadurch, dass er die Innenperspektive weitgehend wählt, auch in das Geschichtsbewusstsein der Figuren hineinkommt. Und dieses Geschichtsbewusstsein der Figuren ist natürlich sehr defizitär. Das heißt, diese Figuren fühlen sich zum Teil wie Marionetten der Geschichte. Also es taucht immer wieder das Motiv der Marionette, der Puppe auf, also wo wir so eine Art Geschichtsfatalismus haben. Das heißt also, das, was ich auch als Leserin vermisst habe in dem Buch, also bestimmte historische Darstellungen, Zusammenhänge, die auch diesem Stadium vorangegangen sind, die musste ich erst nachschlagen, um sie wirklich zu verstehen. Aber das erklärt sich aus der Perspektivierung des Buches heraus. Ja, mit dem Realismus ist das halt so eine Sache. In der Regel glaubt der Leser sehr erfreut, Wirklichkeit zu erkennen in einem Buch und sagt, ja, so muss es sein. In Wirklichkeit erkennt er aber nur vertraute Sprachformen. Realismus ist also in der Regel eine schon vertraute Art, die sogenannte Wirklichkeit abzubilden. Was aber nicht im geringsten heißt, dass diese schon vertraute Art irgendetwas mit der Wirklichkeit zu tun hat. Etwas von diesem Vorgang sehen wir auch hier. Und die Literatur hat ja nicht andere Formen der Wirklichkeitsabbildung erfunden, um den Leser Böses anzutun, sondern um auf anderen Wegen irgendwas Wahreres von der Wirklichkeit zu erwischen. Ich denke, dass Vasali nicht einer ist, der sich über solche Dinge sehr viel Gedanken macht. Und da liegen auch viele Defizite. Und ich glaube auch, dass seine merkwürdige Diffusität in historischen Dingen gleichzeitig bei dem Anspruch, historisch zu sein, damit zusammenhängt. Ich glaube nicht, dass die Italiener von heute, vor allen Dingen die Norditaliener, eine sehr, 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 sehr viel größere Ahnung von der italienischen Geschichte und der Geschichte der Einigung und der sizilianischen Geschichte haben als wir. Und ich denke, dass sie aus diesem Buch historisch nicht besonders viel erfahren. Wir reden vom Realismus. Ne? Und wie sieht es denn aus auf der anderen Ebene, die Sabine Haupt angesprochen hat, wenn wir als Leserinnen, als Leser wirklich auch gerne uns mit Figuren durch ein Leben voller Liebe, voller Leid, voller Schrecken und Trost leiten lassen. Ich gebe es zu, ich habe es immer wieder gerne als Leser. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Das Buch hat auch anrührende Momente. Der Mord am Anfang, wo der Notar Bartolo noch nicht auf Mafiosi-Methoden trainiert, plötzlich merkt, dass er seinen Mördern gegenüber sitzt. Die eben gehörte Szene. Beziehungsszenen des schrecklichen Balizzolo mit der Felicetta, diese merkwürdige, bezahlte Liebe, die eben doch so etwas wie Liebe ist. Da sind sehr, sehr schöne Sachen drin. Also das Herz kriegt durchaus etwas. Ich möchte das doch auch noch deponieren. Ne? Aber für den Kopf gibt es auch einiges. Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass diese Mafia durchaus kein straff organisierter Geheimbund ist, wie das oft dargestellt wird und wie ich auch geglaubt habe, dass das der Fall sei, sondern dass es sich offenbar um Sozial- und Ehrenkodex handelt. Und immer wenn in dem Buch die Rede ist von ehrenhaften Männern und von einem Freund der Freundin, da weiß man schon, aha, es ist ein Mafioso. Und das ist für mich wirklich etwas Neues gewesen. Ja. Danke Sabine Haupt, danke Urs Widmer. Vielleicht wäre das etwas, was man wirklich erfährt in diesem Buch, warum es zwischen dem Norden Italiens und dem Süden bis heute diese Diskrepanz gibt, warum die Sizilianer bis heute glauben, sie würden vom Norden als, wie es einmal in diesem Buch aus, niedrigere Rasse angesehen, weil diese Mentalitätsunterschiede, wie Sie jetzt gesagt haben, diese Ehre und diese Freundschaft, dass diese beiden großen Begriffe nicht so bekannt sind, aber durch das Buch, glaube ich, kann man die kennenlernen.
Das war's, meine Damen und Herren, in 52 beste Bücher. Das Buch, über das wir geredet haben, Sabine Haupt und Urs Widmer und ich, ist der Roman Der Schwan von Sebastiano Vasalli. Es ist erschienen im Piper Verlag in München und ins Deutsche übersetzt hat ihn aus dem Italienischen Ragni Maria Gschwend. Das war's. Besten Dank. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Hardy Ruess.